So, wir sind in Kärnten und auf über 2000 Meter Seehöhe. Wer die Nachrichten in den letzten Wochen verfolgt hat, wird wissen, was unsere aktuelle Schwierigkeit ist, nämlich der Schnee. Was auf unter 1000 Meter in Regen runtergekommen ist auf über 1000 Meter Schnee gewesen, was demnach Schwierigkeiten bereitet. Ja, wo wollen wir hin? Wir sind im Biosphärenreservat, also im Nationalpark Nockberge, und wollen heute auf den Falkert. Eine mittlere Wanderung, würde man sagen, wenn man nicht mit Schneefelder zu kämpfen hat. Wieso? Ja, da müsste die Flanke ziemlich steil aufgehen. Ah, der Weg geht da. Da muss ich. Ah, der Weg geht links da. Hinten ist der Posten. Ja, aber der geht oben. Da sind schon Spuren. Also, Ist selber wegen der Pfosten. danke. Ja, also, der Schnee ist doch ein bisschen mehr. Darum sind auch die Schneefelder gar nicht so gering. Und da haben wir jetzt das erste etwas größere, aber die liebe Laura hat schon vorgespurt. Das heißt, die brauchen noch mal in die Fußstapfen da eintreten. So, und wer noch ein paar, genau gesagt 230 Höhenmeter schon aus dem letzten Loch pfeift, kann da mit bestem Panorama eine Pause einlegen. Und hinter dir sieht man den Gipfel. Das wird. Wir sind zwar nicht ausgestattet dafür, aber es gibt da auch 2 Klettersteige. Einen mit Schwierigkeitsgrad B, C, Leute wie mich, und einen mit Schwierigkeitsgrad D, das ist für Leute wie Axel. Kann man auch da machen, kommt man dann auch irgendwo da oben dann raus. So, man sieht, der Weg würde da weitergehen. Das ist das letzte größere Schneefeld, was wir haben. Wir werden aber was machen, was man normalerweise nicht macht. Wir werden abseits vom Weg außen gehen, ein bisschen aus der Not heraus, damit wir nicht das Schneefeld kreuzen müssen und ein paar Meter sparen. Das Gute ist, es ist nicht einmal so verkehrt, weil einige Steigspuren da schon sind. Das heißt, wir gehen eigentlich kein unbegangenes Terrain, sondern man sieht, dass das schon öfter gemacht wird. Ja, schreit vielleicht auch danach, dass man den Weg ein bisschen verlegt. Vom Schneefeld außen herum. Ja, seht ihr im Hintergrund schon ein bisschen, die Sonne ist weg, dafür ist der Nebel da. Das hat man dann auch auf über 2000 Meter, wenn jetzt schon September ist. Klar, es hat das Wetter auch nicht so super gemeldet. Darum werden wir wahrscheinlich es dabei belassen, dass wir auf den Falkert gehen. Die Aussicht am Gipfel wird halt dementsprechend sein. Darum immer wichtig, ausreichend Ausrüstung mit haben,
dann sind solche Touren auch kein Problem. Ja, Gipfel ist in Greifweite. Es hat zugezogen. Die Aussicht können wir uns, glaube ich, erregen. So, da ist ja bekanntlich arschkalt, aber es gibt so einen kleinen Shelter, wo es windstill und ein bisschen warm ist. Da drin werden wir jetzt unser Jause und unseren Tee genießen. Übrigens, ein paar Infos, die wir vorher vergessen haben. Ausgangspunkt für die Wanderung ist der Parkplatz beim Falklandsee. Von dort aus kann man eine gemütliche Runde gehen. Es sind nicht ganz 500 Höhenmeter und der Parkplatz ist kostenlos, was auch sehr schön ist. Und ja, kann man auf jeden Fall machen. So, wir haben jetzt gegessen in der windgeschützten Stelle und ihr seht, die anderen gehen da gerade runter. Wir machen doch unsere ganze Runde. Man kann nämlich vom Falkert auch mehrere Rundwege bestreiten und eine davon ist die, dass man auf der Rückseite hinuntergeht und dann quasi beim See wieder rauskommt. Dauert etwa 2 Stunden gesamt und ist dementsprechend eigentlich für Familien auch super geeignet. So, wir haben wieder normales Terrain erreicht und können dementsprechend die Runde, glaube ich, da für euch beenden. Wir müssen natürlich noch zum Parkplatz gehen. Insgesamt sehr nett, auf jeden Fall. Im Winter ist es sogar eine Skitour, aber so im Herbst definitiv eine Wanderung, die man noch gehen kann, mit vereinzelten Schneefeldern, aber durchaus machbar. Und wir sagen, hat sich ausgezahlt.